Jetzt, wir werden heute unsere Serie über die Bibel, das beste Buch aller Zeiten, abschliessen. Und ich möchte eigentlich gerade in die Predigt einsteigen mit einer Frage an euch. Wer von euch weiß, welches das höchste Gebäude der Welt ist? Es ist 828 Meter hoch, unvorstellbar. Dieser Wolkenkratzer steht in Dubai. Ich habe hier ein Bild mitgebracht. Er heißt Burj Khalifa. Höchste Gebäude der Welt. Nun, was denkt ihr? Was ist entscheidend, um ein solch hohes Gebäude zu bauen? Braucht es da sicher eine ausgeklügelte Konstruktion, oder? Vielleicht auch ganz spezielles Baumaterial, wahrscheinlich sicher auch schwindelfreie Bauarbeiter. Aber weißt du, das kannst du alles haben, aber das Wichtigste, das Entscheidende für ein solches Gebäude ist das Fundament. Und für den Burj Khalifa wurden rund 200 große Betonpfeiler und 650 kleinere, die haben immer noch fast einen Meter Durchmesser, Betonpfähle in den Boden getrieben, in den Boden gesenkt, bis 70 Meter unter dem Meeresspiegel. Könnt ihr euch das vorstellen? Und darauf kam eine Platte, Betonplatte, fast 4 Meter dick. Denn ein solches Fundament muss das Gewicht eines solchen Gebäudes tragen können. Und auch Sturm, Wind und Erdbeben standhalten können. Das sind Dimensionen, die wir uns gar nicht vorstellen können. Solche Bauwerke sind enorm, ich darf das gerne noch einmal einblenden, sind enorm beeindruckend. Aber weißt du, das, was wirklich entscheidend ist, das sieht man gar nicht. Das Fundament. Hast du gewusst, dass die Qualität deines Lebens, die Qualität deiner Beziehungen, die Qualität deiner Gefühlswelt, die Qualität deiner Finanzen oder wie du deine Kinder erziehst oder was immer, nicht von den äußeren Dingen abhängt, sondern davon, was für ein Fundament du im Leben hast? Das Fundament ist so wichtig und davon hat Jesus schon gesprochen, und zwar in seiner wohl berühmtesten Predigt, die er hatte, die Bergpredigt. Geht ja über 3 Kapitel, Matthäus 5, 6 und 7. Und zum Schluss sagt er noch Folgendes, und das, was man am Schluss sagt, ist doch immer, hat doppelte Bedeutung. Er sagt in Matthäus 7, 24, wer auf mich hört und danach handelt, ist klug. Und handelt wie ein Mann, der ein Haus auf massiven Fels baut. Er fährt dann fort und sagt, wenn die Stürme kommen, die Hurricanes, wenn das Hochwasser kommt, wenn die Winde gegen dieses Haus wehen, dann bleibt es stehen, weil es auf Felsen gebaut ist. Und dann sagt er, wer auf meine Worte hört und nicht danach handelt, der ist ein Dummkopf. Das hat Jesus gesagt, nicht ich. Der baut sein Haus auf sandigem Boden, und wenn dann das Wasser kommt und immer höher wird und dann auch noch die Winde, dann heißt es, dass dieses Gebäude unter Getöse einstürzen wird. Mir gefällt dieser Vers 24, wie er in der englischen Message-Bibel steht. Das ist eine moderne Übersetzung. Und dort heißt es, diese Worte, die ich zu euch spreche, sind keine zufälligen Ergänzungen eures Lebens. Weißt du, die Bibel ist uns nicht als Ergänzung noch gegeben. Keine Verbesserungen des Lebensstandards für Hausbesitzer. Es geht ja nicht darum, dass wir ein besseres Leben haben. Sie sind grundlegende Worte oder fundamentlegende Worte. Und dann heißt es Worte, auf denen man sein Leben aufbauen kann. Wenn du diese Worte in dein Leben einbaust, bist du wie ein kluger Zimmermann, der sein Haus auf festem Fels gebaut hat. Jesus sagt hier sehr, sehr deutlich, dass wir unser Leben auf dem Fundament der Bibel, seiner Worte bauen müssen, um im Leben bestehen zu können. Wisst ihr, die Stürme des Lebens, die Schwierigkeiten, die harten Zeiten, die kommen unweigerlich in unsere Leben.
Und dann entscheidet unser Fundament, ob wir stehen bleiben oder weggeschwemmt werden, wie in diesem kurzen Clip, den wir jetzt gerade sehen werden. Das ist der Yellowstone River. Das ist im Juni dieses Jahres passiert, im Yellowstone National Park. Und wisst ihr, wir werden noch viele Stürme erleben. Und wenn dein Haus auf Sand gebaut ist, dann wird es weggeschwemmt werden, wie wir gerade gesehen haben. Nun, ich kann die Stürme nicht aufhalten oder abhalten. Wenn ich könnte, ich würde das noch so gerne tun. Aber was ich tun kann, ist, ich möchte euch heute auf das Entscheidende hinweisen, dass dein Leben auch dem schlimmsten Sturm standhalten kann. Und das Thema der heutigen Predigt lautet ja, wie baue ich mein Leben auf die Bibel? Das Erste ist, ich muss die Bibel zum Fundament meines Lebens machen. Weißt du, leider bauen so viele Menschen ihr Leben auf schwammige, auf sandige Fundamente auf. Warum? Weil es so viel einfacher ist, das Leben auf die falschen Dinge zu bauen. Ich möchte kurz 3 Beispiele geben, worauf du dein Leben niemals bauen solltest. Und das Erste ist auf Popularität. Das, was gerade in ist, die allgemeine Meinung, das, was alle machen. Vielleicht sagst du, ich mache das, was alle machen, dann gehöre ich dazu, dann bin ich angenommen, dann bin ich in. Weißt du, was das Problem ist mit Popularität? Was heute populär ist morgen vielleicht schon unpopulär. Was heute in Mode ist morgen schon aus der Mode. Und was heute vielleicht cool ist, spätestens in der nächsten Generation ist es uncool. Das ist ständiger Wechsel, das ist schwammiger, das ist sandiger Boden. Wisst ihr, es gibt nur etwas, das sich nie verändert. Jesus sagte, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und deshalb müssen wir uns immer wieder prüfen, im Sinne von, ja, wie viel von diesem Einfluss der Welt, von diesem Zeitgeist, lasse ich in meinem Leben zu. Und wisst ihr, das kommt hauptsächlich durch die Medien, ob die neuen Medien oder die alten Medien. Und da müssen wir uns fragen, wie viel von diesem Müll, ich sag's mal so, lasse ich in meinem Leben zu. Wisst ihr, es hat Einfluss auf unsere Herzen, auf unser Inneres. Und in Römer 12, Vers 2, da lesen wir, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, an dem, was alle machen. Popularität ist ein sandiger Boden, dein Haus, dein Leben wird nicht bestehen können. Das Zweite, worauf du dein Leben niemals bauen solltest, ist Vernunft. Nun, Vernunft ist ja etwas Gutes, ist uns auch von Gott geschenkt. Aber wenn du sagst, ich habe darüber nachgedacht und ich weiß jetzt, was für mich vernünftig ist, was für mich stimmt, ich sehe das halt etwas anders als die Bibel und sowieso, die Bibel müsste der heutigen Zeit doch angepasst werden. Weißt du, was dann geschieht? Dann fangen wir an, Dinge neu zu definieren, über die die Bibel weder schweigt noch unklar ist. Wir leben in einer Zeit, da wird die Ehe neu definiert, da wird die Familie neu definiert. Ich weiß nicht, ob wir schon von Elternteil 1 und Elternteil 2 oder dann vielleicht auch noch Elternteil 3 sprechen müssen und nicht mehr vom Vater und Mutter. Wir definieren die Sexualität neu und so weiter. Unsere Vernunft ist doch vernünftig, wenn wir das machen. Ich möchte dich fragen, wie oft hast du schon eine Entscheidung getroffen, die du vernünftig hieltest? Du dachtest, ich muss doch diese Arbeitsstelle annehmen, da verdiene ich so viel mehr Geld als an der anderen. Oder ich muss doch da
da investieren. Diese Gelegenheit bietet sich mir nie mehr. Oder ich muss doch diese Person heiraten, eine bessere gibt es nicht für mich. Und dann, was so vernünftig aussah, ist zu einem kompletten Desaster geworden. Nicht umsonst sagt die Bibel in Sprüche 16, der Mensch hält einen Weg für richtig und dennoch führt er ihn in den Tod. Wisst ihr, unser Verstand ist nicht unfehlbar und ist nicht das höchste Maß aller Dinge. Was manchmal so logisch ist, für uns ist nicht immer wirklich logisch. Wenn du zum Beispiel in einem Konflikt stehst zwischen dem, was du denkst, ist richtig, und dem, was die Bibel sagt, dann verlasse dich nicht auf deinen Verstand. Verlasse dich auf das, was Gott gesagt hat. Warum? Weil Gott so viel klüger ist als du. Gott ist so viel größer. Er ist der Schöpfer aller Dinge. Wir haben es gesungen heute im letzten Lied. Und der Schöpfer weiß doch am besten, wie etwas auch am besten funktioniert, oder? Derjenige, der es gemacht hat. Also Vernunft ist auch sandiger Boden. Das dritte, vielleicht das entscheidende, sandiger Boden, unsere Emotionen. Ja, wenn sich doch das gut anfühlt, dann kann doch das nicht verkehrt sein. Oder? Und wenn ich mich danach fühle, dann tue ich es. Und wenn mir nicht darum zumute ist, dann lasse ich es. Ich lebe nach meinen Gefühlen. Aber weißt du, unsere Gefühle sind höchst unzuverlässig. Und wisst ihr was? Sie belügen uns ständig. Hast du gewusst, dass wir uns selbst mehr belügen als alle anderen? Ja, Gefühle, ich möchte sie nicht missen. Sie sind wunderbar und sie sind uns auch von Gott geschenkt. Aber wenn es um das Fundament unseres Lebens geht, dann kannst du dich niemals auf sie verlassen. Weißt du, wenn du noch von Gefühlen abhängig bist, dann bist du ständig manipuliert von deinen Stimmungen. Mal oben, mal unten, dann wieder oben, dann unten, 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 vielleicht wieder mal oben. Das ist kein gutes Fundament. Und das Tragische, was ich auch beobachte, ist, dass immer mehr Christen auch ihre Gefühle zu ihrer Theologie machen. Sie sagen dann, ich kann es fühlen, darum muss es doch von Gott sein. Da irrst du sehr. Weißt du, das gibt dann die Erfahrungstheologie und nicht mehr das, was Gottes Wort sagt. Das ist, ich möchte es so sagen, das ist echt gefährlich. Es gibt ein Wort dafür, wenn du dein Leben auf Emotionen aufgebaut hast. Das Wort ist Unreife. Du bleibst ein Baby. Du bleibst ein Kleinkind. Reife hingegen entsteht, wenn wir nach Werten, nach Überzeugungen leben. Auch dann, wenn es nicht mit Gefühlen verbunden ist, wenn es uns gegen den Strich geht. Im Alten Testament gibt es ein Buch, das Buch der Richter. Und das ist wohl das chaotischste Buch, das es überhaupt in der Bibel gibt. Es ist voll von tragischen Geschichten. Ein paar gute hat es dabei, so über Deborah und Gideon, aber sonst wirklich tragische Geschichten. Und der letzte Vers in diesem Buch zeigt uns weshalb. Da heißt es, damals hatte Israel noch keinen König, keine Führung, keine Autorität. Deshalb tat jeder, was er für richtig hielt. Könnte man das nicht für die heutige Zeit auch sagen? Jeder tut, was er für richtig hält. Das ist sandiger Boden. Nun, die Frage ist natürlich, wie mache ich dann die Bibel zu meinem Fundament, zum Fundament meines Lebens? Und ich möchte uns heute Morgen 3 Betonpfähle so sinnbildlich mitgeben, die wir tief in unsere Leben verankern, rammen müssen. Der erste Pfahl, und das ist eine Voraussetzung, das ist, dass ich die Bibel als finale Autorität in meinem Leben akzeptiere. Dass die Bibel meine finale Autorität wird. Wisst ihr, passe die Bibel nicht dir an,
sondern passe du dich der Bibel an. Nein, das ist nicht immer einfach. Das gefällt mir manchmal nicht. Und gefühlsmäßig ist das nicht immer nur spaßig. Und ganz ehrlich gesagt, es gibt Dinge in der Bibel, die machen mir eher Mühe. Aber vielleicht sagst du, ja, ich kann die Bibel nicht als finale Autorität in meinem Leben akzeptieren. Da gibt es so viele Dinge darin, die ich nicht verstehe. Und habt ihr auch schon gemerkt, dass wir oftmals Dinge tun, die wir nicht verstehen? Und wir tun sie trotzdem. Ich verstehe zum Beispiel nicht, wie meine Verdauung wirklich funktioniert. Aber ich esse trotzdem. Du auch? Wir machen Dinge, auch wenn wir sie nicht wirklich verstehen. Ja, es gibt Dinge in der Bibel, die wir nicht verstehen. Warum? Wir sind nicht Gott. Wir sind nicht Gott. Er weiß alles so viel besser. Aber hier kommt eine ganz wichtige Wahrheit. Und es ist, solange wir nicht tun, was die Bibel sagt, werden wir sie auch nie verstehen. Wisst ihr, das Verständnis kommt immer auf der anderen Seite des Tuns. Und das, erst wenn du isst, merkst du oder erfährst du, dass deine Verdauung auch funktioniert, oder? Es wäre schade, du würdest sagen, ich weiß nicht, wie das funktioniert, also ich esse nichts. Du würdest nicht mehr lange leben, oder? Und genau so ist es, dass wir vertrauen. Es wäre eine Tragödie, wenn du etwas, das die Bibel sagt, ablehnst. Und du kannst nie erleben, welchen Segen es in deinem Leben hätte bringen können. Wie viel besser dein Leben hätte sein können, wenn du das getan hättest, was die Bibel sagt. Deshalb ist es so wichtig, dass wir der Bibel den höchsten Stellenwert in unserem Leben geben. Warum? Weil ich weiß, dass Gott nur das Beste für mich, für dich will. Weil Gott uns niemals anlügen würde. Nun, der zweite Pfahl, den wir in unserem Leben setzen müssen, und das ist ein fortwährender Prozess. Der wird uns unser Leben lang beschäftigen. Und das ist, dass ich Gottes Wort viel Raum in meinem Herzen gebe. In Kolosser 3,16 lesen wir, gebt den Worten von Christus viel Raum in euren Herzen. Wie geschieht das? Ich möchte 4 Punkte erwähnen. Lea hat vor 2 Wochen bereits einiges darüber gesagt und ich möchte das gerne wiederholen. Der erste Punkt ist, ich nehme mir Zeit, um Gottes Wort zu hören. Hören, mit unseren Ohren. Warum ist das Hören wichtig? Wisst ihr weshalb? Weil der Glaube durch das Hören kommt. Das Hören der Predigt gemäß Römer 10,17 und die Predigt kommt durch das Wort Gottes. Deshalb höre viel, mach es dir zur Gewohnheit, Sonntag für Sonntag hier zu sein, die Botschaften zu hören. Das ist so entscheidend wichtig. Das Zweite ist, ich nehme mir Zeit, um die Bibel zu lesen. Eine Bibel zu Hause in einem Regal zu haben, das nützt dir gar nichts. Fange an, sie zu lesen. Weißt du, so wie dein Körper täglich mehrmals Nahrung benötigt, um stark zu sein, ihr esst auch mehrmals am Tag, oder? Damit ihr fit seid, stark seid, so braucht auch unser Geist Nahrung. Jesus sagte in Matthäus 4,4, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Wisst ihr, wenn wir die Bibel lesen, das ist Gottes Reden an uns. Und das macht uns stark. Gottes Wort macht uns stark. Jedes Mal, wenn wir die Bibel lesen, spricht Gott zu uns. Das ist immer noch die Hauptart, wie Gott zu uns Menschen spricht, durch sein Wort. Das Dritte, ich nehme mir Zeit, um in der Bibel zu forschen, zu studieren.
Lies die Bibel nicht nur, sondern lass dich von der Bibel lesen. Nun, was heißt das? Das heißt, in dem Moment, wo ich am Lesen bin oder am Hören bin, dass ich innehalte und sage, Jesus, was möchtest du mir sagen? Möchtest du mir etwas aufzeigen? Heiliger Geist, sprich jetzt zu mir. Wisst ihr, jedes Mal, wenn wir in der Bibel lesen, spricht Gott zu uns. Jedes Mal. Die Frage ist, sind wir empfänglich? Hören wir es? Nun, ich möchte weitergehen, denn das, was wirklich entscheidend ist, dass Gottes Wort viel Raum in unseren Herzen bekommt, das ist der 4. Punkt. Ich nehme mir auch Zeit, über Gottes Wort nachzusinnen, zu meditieren und es auswendig zu lernen. Gott hatte zu Josua gesagt, dem Nachfolger von Mose, das war keine einfache Aufgabe für ihn, ein so großes Volk nach Mose weiterzuführen. Und Gott sagte zu ihm in Josua 1,8, du sollst die Weisungen dieses Gesetzbuches immer vor dir hersagen und Tag und Nacht darüber nachdenken, damit dein Tun ganz von dem bestimmt ist, was darin steht. Dann wirst du Erfolg haben. Und was du anpackst, wird dir gelingen. Wow, das gefällt uns, oder? Dann wirst du Erfolg haben. Und was du anpackst, wird dir gelingen. Wer möchte das? Wir alle, oder? Das ist übrigens die einzige Verheißung in der Bibel, wo Gott uns Erfolg verspricht. Und sie ist an 2 Bedingungen geknüpft. Die erste Bedingung ist, wir sollen Gottes Wort immer vor uns her sagen. Führst du auch Selbstgespräche? Wisst ihr, wir Menschen haben schon so einen kleinen Tick, oder? Wir machen das nämlich ständig. Vielleicht machst du das gerade jetzt. Aber das ist genau, warum nicht Gottes Wort zu uns sagen. Warum nicht Gottes Wort ständig in unserem Munde zu haben? Das ist die erste Bedingung. Und die zweite ist, wir sollen Tag und Nacht über Gottes Wort nachsinnen. Meditieren. Dieses Wort im hebräischen Urtext könnte man auch mit wiederkäuen übersetzen. Und das ist ja das, was die Kühe tun. Ich habe hier so ein herziges Bild von einer Kuh mitgebracht. Ihr habt auch schon Kühe beobachtet, oder? Sie fressen das Gras und dann kauen sie. Kauen. Und sie haben es nicht brisant. Kauen. Kauen. Irgendwann schlucken sie dann diesen Brei runter. Und jetzt kommt das wirklich nicht mehr Appetitliche. Nach einiger Zeit erbrechen sie diesen Brei zurück in ihr Maul. Und was machen sie? Sie kauen weiter. Sie holen alle Nährstoffe aus dieser Nahrung heraus und dann schlucken sie es wieder runter. Nach einer gewissen Zeit erbrechen sie es wieder und das machen sie einige Male. Und das ist mit Meditieren, mit Nachsinnen gemeint, dass wir jedes Gramm, jede Faser aus Gottes Wort herausholen. Wisst ihr, Meditieren bedeutet, geduldig über Gottes Wort nachzudenken, bis es mein Herz berührt, bis es in meinem Herzen ist. Das ist so entscheidend. Hast du gewusst, dass Meditieren in diesem Sinne glücklich macht? Im Psalm 1, Vers 2 heißt es, glücklich zu preisen, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Glücklich zu preisen, wer Verlangen hat. In anderen Übersetzungen heißt es, wer Lust hat am Gesetz, am Wort Gottes. Es spricht hier von purer Freude, von Begeisterung. Und ich möchte dich fragen, was löst bei dir pure Freude aus? Was begeistert dich? Was erfreut dein Herz? Der Psalmist sagt im Psalm 119, deine Weisungen sind mein Schatz, dein Wort ist mein Schatz. Sie erfüllen mein Herz mit Freude. Ist Gottes Wort Freude für dich? Und Jeremia sagt, Kapitel 15, als ich deine Worte fand, da verschlang ich sie. Tönt ziemlich gierig, oder? Er
verschlang ich sie. Und dann sagt er, deine Worte sind mir zur Freude und Wonne meines Herzens geworden. Wow. Weißt du, das, wonach du verlangst, das, was deine Lust ist, was deine Begeisterung ist, das ist das, was dein Herz erfüllt. Und das, was dein Herz erfüllt, bestimmt dein Leben. Deshalb ist es so wichtig, dass wir Gottes Wort viel Raum in unserem Leben geben, damit es unser Leben bestimmen kann. Nun, wie mache ich das Tag und Nacht über Gottes Wort nachdenken? Das ist ganz einfach. Ist dir auch schon einmal aufgefallen, dass es überhaupt uns nicht schwerfällt, Tag und Nacht über das nachzusinnen, was wir lieben? Frag nur ein verliebtes Pärchen. Tag und Nacht, das ist automatisch. Seht, wenn wir Gottes Wort lieben, werden wir Tag und Nacht darüber nachdenken. Ist es immer da? Ist es in unseren Herzen? Die Frage ist, liebst du Gottes Wort? Ist die Bibel schon zu deinem größten Schatz geworden? Wisst ihr, je mehr Wort Gottes in uns lebt, in unseren Herzen Raum findet, umso mehr Offenbarung wird Gott dir schenken. In Dinge, die du vorher nicht verstanden hast, wirst du plötzlich verstehen können. Nun, ich möchte euch kurz erklären, wie ich das ganz persönlich mache. Ich habe meistens so ein Büchlein, habe hier eines davon mitgebracht. In meiner persönlichen Bibellese, wenn mich etwas besonders anspricht, ich weiß, das ist jetzt Gott, der zu mir spricht, dann schreibe ich es mir hier in diesem Büchlein auf. Meistens in verschiedenen Übersetzungen und ich habe dieses Büchlein auch meistens bei mir. Was aber häufiger geschieht ist, wenn ich in einer Herausforderung stehe, vielleicht eine Problematik in meinem Leben habe, eine Situation, die mich beschäftigt, vielleicht mache ich mir Sorgen über die Zukunft oder was immer, dann suche ich mir alle Bibelverse aus der Bibel heraus und schreibe sie in mein Büchlein. Schreibe sie auf und das habe ich dann dabei. Und dann lese ich sie immer wieder auch in meiner Gebetszeit. Ich bete dann diese Verse, ich danke Gott für seine Verheißungen. Weißt du, und mit der Zeit kann ich sie dann auch auswendig. Und wenn die Situation kommt, dann kann ich sagen, was Gott in mein Herz gelegt hat. Dann ist es immer präsent. Es ist ganz interessant, in diesem Jahr ist es etwas anders für mich. Im Januar hat Gott mir den Psalm 23 aufs Herz gelegt. Ich habe hier diese Karte mit dem Psalm 23 darauf. Und dieser Psalm begleitet mich seither Tag für Tag. Hey, nur schon wenn ich beginne, der Herr ist mein Hirte. Hey, ich habe jemanden, der sich um mich kümmert und ich danke Gott dafür. Ich versuche alle Nährstoffe aus diesem Psalm herauszuholen und es ist ein spezielles Jahr für mich mit der Pensionierung, Änderungen, einfach zu wissen, Gott führt mich auf dem richtigen Weg. Und ich bin so gestärkt, ich bin so ermutigt und es wird überhaupt nicht langweilig. Ich kann diesen Psalm jeden Tag immer wieder lesen, immer wieder beten, immer wieder vor mir her sagen. Und so findet er viel Raum in meinem Herzen, so bin ich gestärkt und ich gehe ganz anders in den Tag hinein. Nun, ich möchte diesen Prozess des Lesens und des Hörens und des Studierens und Auswendiglernens möchte ich noch mit einer Illustration euch vor Augen führen. Ich habe hier eine Tasse und mit heißem Wasser. Und diese Tasse, die steht für mein Leben, für meine Seele. Und hier habe ich einen Teebeutel, ist ein Bild für das Wort Gottes. Und wenn ich jetzt Gottes Wort höre, dann ist es, wie wenn ich diesen Teebeutel hier einmal hineintauche und ihr seht, viel ist noch nicht geschehen, oder? Also ich fange an zu lesen und tauche ihm wieder ein. Ich fange an zu studieren in Gottes Wort. Ich fange an, das wiederzukäuen, von mir her zu sagen. Immer wieder, ich tauche Gottes Wort in mein Leben hinein. Und ihr seht, wie jetzt eine Veränderung stattfindet in diesem Wasser. Es nimmt immer mehr die Farbe des Tees, das Aroma.
ich kann es schmecken hier, den Geschmack, aber auch den Charakter des Tees immer mehr auf. Das ist genau das, was geschieht, wenn wir Gottes Wort viel Raum in unserem Leben geben. Es hat Auswirkungen und wir brauchen das. Nun, ich möchte noch zum dritten Pfahl kommen, den wir auch noch in unserem Leben setzen müssen. Und das ist ganz einfach, dass wir tun, was die Bibel sagt. Wisst ihr, die Bibel ist uns nicht zur Information gegeben worden, sondern um uns zu zeigen, wie wir leben müssen. Und Jesus sagte so klar in diesem Gleichnis zu Beginn mit dem Haus auf felsigem Grund und dem Haus auf sandigem Grund. Was war der Unterschied? Sie haben beide Gottes Wort gehört. Der eine hat danach gehandelt und der andere auf sandigem Grund hat nicht nach Gottes Wort gehandelt. Nun, die Bibel sagt so deutlich auch im Jakobus, aber es reicht nicht, nur auf die Botschaft zu hören. Mir heute zuzuhören, bringt nicht viel. Ihr müsst auch danach handeln. Sonst betrügt ihr euch nur selbst. Wie viele betrügen sich gerne selber? Gibt es Freiwillige? Warum tun wir es dann ständig? Immer wieder? Ich kann euch sagen, warum. Weil das Tun, das danach Handeln, das Gehorsamsein uns alles abverlangt. Ist nicht einfach, wenn du dich gegen deinen Verstand entscheiden musst. Wenn die Bibel zum Beispiel sagt, liebt eure Feinde. Nein, das mache ich nicht. Der ist schuld. Mein Verstand sagt nein, aber Gottes Wort sagt, mach, tu's und dann wirst du Segen erleben. Oder wenn Gottes Wort sagt, vergib, dann sagt sie nicht, vergib, wenn du dich danach fühlst. Oder vergib, wenn der andere dich um Vergebung gebeten hat. Hey, das geht gegen meine Gefühle. Aber wenn ich gehorsam bin, wenn ich tue, was sie sagt, dann kann Gott wirken. Wisst ihr, das meiste, was heute in dieser Welt erreicht wird, wird von Menschen getan, die keine Lust hatten, es zu tun, aber es trotzdem taten. Ich gehe persönlich seit Jahren in die Physiotherapie. Ich habe Probleme etwas mit meiner Wirbelsäule und meine Physiotherapeutin gibt mir dann jeweils Übungen. Super, oder? Jetzt habe ich Übungen, jetzt geht es mir besser. Nicht? Ich habe perfekte Übungen. Versteht ihr? Wenn ich sie nicht auch tue, bringt es gar nichts. Du kannst sagen, weißt du, ich weiß alles über Gottes Wort. Bringt dir rein gar nichts. Du musst danach leben, du musst es tun. Und wenn wir es tun, dann erfahren wir große Auswirkungen. Im Jakobus im selben Kapitel, 3 Verse weiter heißt es, wer aber ständig auf das vollkommene Gesetz Gottes achtet, das Gesetz, das uns frei macht und befolgt, was es sagt und nicht vergisst, was er gehört hat, der ist glücklich dran. Weißt du, wenn du tust, was die Bibel sagt, das bringt Glück in dein Leben, das bringt Segen in dein Leben. Und ich möchte noch einmal zu dieser Tasse kommen. Ihr seht, was passiert ist in den letzten Minuten. Es ist immer dunkler geworden. Dieses Wasser hat nicht nur das Aroma, den Geschmack, die Farbe und auch den Charakter dieses Tees, des Wortes Gottes aufgenommen, sondern es hat auch eine ganz neue Identität bekommen. Wir sprechen jetzt nicht mehr von einem Glas Wasser, sondern jetzt ist es zu einem Glas Tee geworden. Was heißt das? Wenn du dein Leben auf die Bibel baust, dann wirst du immer mehr die Frau Gottes werden, der Mann Gottes werden, der Gott schon immer wollte, dass du es wirst. Weißt du, du weißt nicht nur, was die Bibel sagt, sondern du hast dich von ihr prägen lassen. Jesus wird immer
sichtbarer durch dich. Wir haben heute im ersten Lied haben wir gesungen, unser Leben soll dich ehren. Und dann hieß es auch, was wir sind, dich reflektieren. Seht, wenn wir von Gottes Wort geprägt sind, reflektieren wir Gott in dieser Welt. Und das, was auch noch dazu kommt, egal was für Stürme in dein Leben kommen, du wirst feststehen. Gottes Wort ist so wunderbar. Lasst uns doch alle aufstehen, möchten zum Abschluss kommen. Ich habe heute viel gesagt. Und jetzt liegt es an uns, zu tun. Ich möchte dich fragen, auf welchem Fundament steht dein Leben? So ein wenig auf der Bibel, ein wenig auf meiner Meinung, ein wenig da. Es kommt nicht gut heraus. Ich möchte dich fragen, hast du diese 3 Pfähle in deinem Leben schon tief verankert? Hast du der Bibel schon den höchsten Stellenwert in deinem Leben gegeben? Ist sie der Maßstab in deinen Entscheidungen? Weißt du, wenn du Dinge tust, wo du weißt, die Bibel sagt etwas anderes, du bist herausgefordert, Gott, dem Wort Gottes, den höheren Stellenwert zu geben. Gott spricht zu dir heute Morgen. Lebst du auch in diesem fortwährenden Prozess des Hörens, des Lesens, Studierens, Auswendiglernen, Wiederkäuen? Findet Gottes Wort Raum in deinem Herzen? Hat es viel Raum in deinem Herzen? Bist du auch bereit zu tun, was die Bibel sagt, wenn es schwierig ist, wenn es dir gegen den Strich geht? Sprich doch jetzt einfach mit Gott aus.